Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, Lower, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt, was du aussendest mit deinen eigenen, völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du selbst siehst, das wirst du ernten. Niemand ist Opfer seiner Umstände. Jedes Individuum ist Schöpfer seiner Umstände. Auch wenn es noch so opfermäßig ausschaut. Gerade bei kleinen Kindern sagt man ja, die sind Opfer der Umstände. Aber selbst kleine Kinder sind nicht Opfer der Umstände. Weil sie wählen ihre Gedanken frei. Niemand pflanzt kleinen Kindern Gedanken ein. Sie wählen ihren Gedanken frei. Ja, sie haben ein Umfeld, das vielleicht negative Gedanken hat, aber sie müssen diese Gedanken nicht übernehmen. Niemand ist Opfer seiner Umstände, das musst du dir immer wieder sagen. Jeder ist Schöpfer seiner Umstände. Jeder hat Kontakt zu seiner Quellenergie und kann neue, optimistischere, positivere Gedanken und Gefühle und Überzeugungen hegen und pflegen. Es liegt an einem selbst, sein Leben in die Hand zu nehmen. Wichtig ist, dass man Frieden schließt mit der Jetzt-Situation, wie auch immer sie gerade ist, und nach vorne schaut. Erkenne dich selbst in den schwierigsten Situationen. Sie sind das Resultat deiner eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Gefällt dir nicht, was du in deinem Alltag erschaffst, dann musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Viele Menschen, die negativ drauf sind und zu Psychologen gehen, glauben, es bringt etwas, wenn sie stundenlang, tagelang, wochenlang und jahrelang über ihre negativen Erfahrungen reden. Du gräbst dich immer tiefer in ein Loch. Stoppe über Negatives zu reden, es bringt dich nicht weiter. Schaue auf das Positive. Schließe Frieden. Du selbst bist der Schöpfer. Du warst niemals das Opfer. Im Grunde hast du Groll auf dich selbst, wenn du Groll auf andere hast, denn du hast dich selbst zum Opfer gemacht. Andere haben dir gesagt, ja, da kannst du nichts dafür, du warst das Opfer, aber du bist nicht das Opfer. Solange du glaubst, dass du Opfer bist, kommst du nicht raus, dann kannst du dein Leben nicht wirklich leben. Ja, du bist fast tot, wenn du dich als Opfer siehst, weil du produzierst die Zukunft, du produzierst eine negative Zukunft, wenn du dich selbst als Opfer siehst. Du musst dich irgendwann bei der Nase nehmen und sagen, ja, ich hatte zu diesem Zeitpunkt negative Gedanken und Gefühle und daraus resultierend sind die negativen Erfahrungen gewachsen. Du kommst nur raus, wenn du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in Richtung Positives veränderst. Gerne helfe ich dir als Lower Coach. Du kannst innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von ein paar Wochen kannst du dich gut fühlen. Es bringt dir nichts, in der Vergangenheit herumzugraben und zu analysieren. Schau nach vorne. Jeder Mensch fährt einmal in eine Sackgasse, aber dann kann man umdrehen und weiterfahren. Man muss nicht tagelang und wochenlang analysieren, warum man in die Sackgasse gefahren ist. Sehe die Ereignisse als Resultate deiner eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, die du jederzeit verändern kannst. Du bist der Schöpfer deines Lebens und deiner Lebenserfahrungen. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne, damit du wieder machtvoll
und voller Freude in deine Zukunft schauen kannst. Schaue nicht länger in die Vergangenheit. Hole dir nichts Negatives mehr aus der Vergangenheit. Lass los, akzeptiere das als Resultat deiner negativen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Dir kann das nicht noch einmal passieren, wenn du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in Richtung Positives änderst. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne, damit es dir besser und besser geht. Ciao.